So, hallo, heute sind wir in Ottmarsheim und es geht um den Riesling Birthday. Das ist er, der höchstgelegene Weinberg in Deutschlands schönstem Weinort. Eine wunderbare sonnige Lage, Höhenluft und der Riesling Birthday, der ist ja fast auch der Geburtstag dieses Weinbergs, denn am 26. April 2016 ist der Artikel erschienen im Neckar und Enzboten, dass es jetzt in Ottmarsheim wieder einen Weinberg gibt. Also das wäre jetzt quasi fast der 5. Geburtstag. So, und das ist er, der neue Riesling, der gerade abgefüllt worden ist am 11. Rolf, auf Prost. Deinen super Riesling, Wengert. Sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen, hier in Ottmarsheim wieder einen Weinberg anzulegen? Ja gut, früher hat es auch schon Weinberge gegeben, zwar nicht hier in der Lage, das war da hinten im Guckaucher. Und anscheinend ist es da immer verfroren und deshalb hat man dann in Ottmarsheim den Weinbau aufgegeben. Aber gut, durch die Klimaerwärmung habe ich gedacht, müsste auch in Ottmars schon wieder ein Wein wachsen. Und Tatsache, so war es dann auch. Ja. Hat gut geklappt, gell? Ja, das Ergebnis kann sich ja sehen lassen. Absolut. Warum hast du dich jetzt gerade für einen Riesling entschieden? Ich meine, der ist wunderbar schön, aber Württemberg ist ja eigentlich bekannt für den Rotwein. Ja, aber ich trinke am liebsten Riesling. Das ist einfach mein persönlicher Geschmack und muss ich natürlich auch das setzen, was mir am besten schmeckt. Ja. Der Riesling ist ja auch ein bisschen robustere Rebsorte. Das kommt dann dazu. Und haben wir uns einfach für den Riesling entschieden. Vielleicht ist in Ottmarsheim doch ein bisschen kälter wie unter am Neckar. Ist ja ein bisschen höher, ja, genau. Und der Wind geht auch gern. Ja, und so ist es halt geworden jetzt. Gut, prima Worte. Ja. Ist dein Wagen voll geladen? Was hast du denn da? Das ist die Ausbeute vom Riesling von 2020. Der ist gestern abgefüllt worden. Also ganz frisch, neu. Schmeckt hervorragend. Super. Und trotz dem Frost letztes Jahr haben wir immer noch 926 oder so Liter bekommen und da sind wir also auch zufrieden. Toll. Ja. Wer kriegt denn den Wein? Wer darf den alles trinken? Kriegt den Jeder, nur für deinen Keller? Jeder, der ihn mag. Die Reiterstube ist ab Freitag wieder geöffnet. Und dann heißt es Reiterstube da Pepe. Was gibt's da Leckeres zu essen? Lauter italienische Spezialitäten. Ja. Deutsche Spezialitäten natürlich auch. Ja. So ein bisschen Tapas und mit gute Weine. Hofeigen. Mediterrane Küche und ich freue mich auf euer Besuch. So, und Rolf, wir haben jetzt hier hinten 2 Flaschen noch von dir stehen. Der eine ist ein Stillwein, der 217er, das ist ja im Prinzip dein Jungfernwein, richtig? Genau, das war der erste. Und ja, jetzt haben wir also der 3. Jahrgang jetzt abgefüllt. Und hier haben wir noch was Besonderes. Ottmarsheimer Riesling Secco. Vor allem die Frauen trinken gern Secco. Und für die muss man ja auch was Gutes tun. Natürlich. Und dann haben wir das halt so machen lassen. Ja. Also Anne, ich bin hin und weg. Der Riesling-Torte, das ist ja ein Traum. Also du bist eine Landfrau mit Herzblut und Seele, richtig? Ja. Was ist an dieser Riesling-Torte jetzt so speziell? Ja, das ist der Wein von meinem Bruder. Ist da verarbeitet. Das ist Creme mit Gelatine und die muss dann fest werden. Vielen Dank, dass du dich da ans Werk geschmissen hast. Das zeigt mal wieder, die Landfrauen in Ottmarsheim, die sind wirklich auf Draht. Wenn man anruft und was fragt, sind sie gleich dabei. Leute, wenn ihr euch ein bisschen einbringen wollt bei den Landfrauen, einfach mal melden, gell? Ja, und damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch einen angenehmen Riesling Birthday und many happy returns. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.